So, es folgt eine Produktion von Radio Weser TV mit großem V aus dem Studio Nordenham. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Blick ins Sendegebiet. Wenn Sie regelmäßig bei uns einschalten, dann wissen Sie schon, wo ich mich hier heute befinde, in unserem kleinen neuen Fernsehstudio. Noch ein bisschen improvisiert und soll noch ein bisschen mehr mit Leben gefüllt werden. Wir starten damit erstmal hier ein bisschen die Sendung anzumoderieren. Wir wollen aber uns dann in regelmäßigen Abständen auch Gäste hierher einladen. Zum Beispiel wollen wir die schöne Sendereihe Talk im Turm. Vielleicht wird sich der ein oder andere noch dran erinnern, lief mal im Privatfernsehen, wiederbeleben, weil wenn irgendwo dieser Name eine Berechtigung hat, dann natürlich hier im Rathausturm in Nordenham. Und den wollen wir, wie gesagt, ein bisschen mit Leben füllen. Heute wollen wir Ihnen ein paar Beiträge präsentieren von Menschen, die vielleicht in unserer Region etwas ganz Besonderes anzubieten haben, etwas ganz Besonderes leisten, ein ganz besonderes Hobby haben. Und den Auftakt, den machen wir in Bremerhaven. Da sind wir fündig geworden auf der Suche nach jemandem mit einem ganz besonderen Hobby. Und gefunden haben wir jemanden, der Buddelschiffe baut. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, wie kommen eigentlich diese kleinen Schiffe in solche Flaschen hinein? Jeder von uns kennt die Buddelschiffe, vielleicht hat sogar der ein oder andere von Ihnen ein solches zu Hause stehen. Aber wie solche Schiffe eigentlich entstehen, wie viel Zeit, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt, das werden wir im folgenden kleinen Beitrag erfahren. Hallo, ich bin Karl-Heinz Runge, komme aus Bremerhaven und baue hier im Forum Maritim Buddelschiffe. Seit nun fast 40 Jahren bastelt Karl-Heinz Runge Buddelschiffe. Und er kann einfach nicht mehr aufhören. Egal ob große oder kleine Schiffe. Bei Karl-Heinz Runge findet sich immer eine passende Buddel. Doch wie kommt man eigentlich zu so einem speziellen Hobby? Mein Vater kam, da war ich gerade 12, mit einem Buddelschiff aus dem Hafen. Und das war nun wirklich nicht so tolle. Und da habe ich gesagt, das kann ich besser. Dann habe ich mir zum Geburtstag ein Buch gewünscht über Buddelschiffbau. Und dann ging das los. Einführung Mülltonnen und dann wurden die langsam besser. So, ich war schon auf der Touristenmesse in Wien, in Berlin, in Neapel, in Amsterdam. Sollte sogar nach Kanada rüber, aber da wir in der Schule damals noch kein Englisch hatten, habe ich es sein lassen. Ne? Ich hatte mal einen Raddampfer gebaut für jemanden in den USA. Eine 5-Liter-Flasche war das. Da war ich ein halbes Jahr bei. Das waren 360 Teile. So, den Raddampfer habe ich insgesamt 4-mal gebaut. Einmal zusammengebaut, auseinandergebaut, wieder zusammengebaut. 3. Mal Sektionen alle nochmal aufgepackt, auseinandergebaut und dann in der Flasche zusammengebaut. Also wäre irgendwo auf der Hälfte Kleber an der falschen Stelle gewesen, hätte ich ein halbes Jahr die Arbeit wegschmeißen können. Ne? Aber Herr Runge bastelt nicht nur Schiffe in die Buddeln. Er hat auch noch ganz spezielle Aufträge. Da war letztes Jahr eine Anfrage von Bremen, von der Kirche. Die machen jedes Jahr Adventausstellung, ob man sowas nicht mal in eine Flasche bringen könnte, also eine komplette Krippe. So, da habe ich gleich 2 Flaschen gemacht, einmal eine Literflasche, einmal eine 5-Liter-Flasche oder eine Bergwiese mit Ziegen, steht da drüben auch. Also man kann quasi alles reinsetzen. Die Krippe, die jetzt da drüben steht, das sind alleine 25 Teile. Also man baut das draußen einmal auf, baut es auseinander, zusammen. Wenn das klappt, baut man es auseinander und baut das in der Flasche wieder zusammen.
Buddeln sind auch nicht das Einzige, was Karl-Heinz Runge in Schiffe setzen kann. Er hat schon viel rumprobiert und darauf ist er besonders stolz. Hier haben wir jetzt Glühbirnen. Das sind Schiffe aus Papier. Die meisten ist bekannt, Wilhelmshavener Modellbaubogen oder hier HTM. So, da macht man sich bei, erwärmt die Fassung, dreht die runter und schleift die mit einem Diamant auf die Birne. Holt die Eingeweide raus, macht die sauber und dann geht das zu den Schiffen. Die kriegen unten eine Balsaplatte und dann baut man die quasi wie ein Papiermodell auf, bloß sektionsweise, sonst bekommt man das alles nicht durch den Hals durch. Nicht? Auch mit der Takelage ist das hier nicht ganz so einfach wie bei Zugmodellen, weil man immer auf Aufbau achten muss, dass man die jetzt hinterher reinsetzt, weil man sonst quasi die Masten nicht bewegen könnte. Nicht? Seine Inspiration kommt von ganz allein. Immer ein anderes Schiffsmodell muss in die Buddel. Früher hat er auf der Seebeck-Werft Schiffe repariert. Und auch die alte Arbeitsstätte musste natürlich in eine Buddel. So, hier haben wir jetzt quasi einen Frachter in Schwimmdock. Das war früher mal mein Arbeitsplatz. So, und dann kam das auf mal in den Kopf, das könnte man auch in der Buddel bauen. So, dann habe ich erst das Schwimmdock gebaut, dann den Frachter und dann eben die Schiffe, die dazu gehörten, die quasi bei uns im Hafen sind. Da steckt circa ein Vierteljahr Arbeit drin. Doch die allerwichtigste Frage stellt sich natürlich noch. Wie kommen die teilweise großen Schiffe denn jetzt eigentlich in die Buddel? Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. So, dieser Arbeitsblock kommt nachher weg. Wenn ich diese Fäden jetzt lose mache, dann kann man das alles runterklappen. Sehen Sie, dann wird das ganz platt gemacht und jetzt passt es. Also wird hier quasi runtergenommen und das kann man alles ein bisschen drücken und biegen. Nicht? Das bleibt heile, wird reingeschoben und an diesen Fäden kann ich das nachher dann aufrichten. So, das war's. Drin ist er. Wir hoffen, dass Karl-Heinz Runge auch in den nächsten Jahren noch viel Spaß an der fummeligen Kleinarbeit hat und auch weiterhin viele tolle Buddelschiffe basteln wird. Einen kleinen Tipp hat er aber noch für uns. Nur keine Hektik dabei. Das soll irgendwo auch Spaß machen. Ne? Ja, ein Buddelschiffbauer, den wir da kennengelernt haben. Wenn Sie übrigens auch ein spannendes Hobby haben, wo Sie sagen, da könnte man doch unbedingt mal drüber berichten, oder Sie haben eine spannende Sammlung zu Hause von antiken Vasen, von besonderen Briefmarken oder von was auch immer, dann lassen Sie die Menschen da draußen teilhaben und sagen Sie Ihrem Bürgersender Bescheid. Wir kommen vorbei mit einem Kamerateam und stellen Sie und Ihr ganz besonderes Hobby, Ihre ganz besondere Leidenschaft vor. Und wir haben noch jemanden, den wir Ihnen vorstellen möchten, und auch der ist in Bremerhaven zu Hause. Ein Mann nämlich, der einer ganz besonderen Tätigkeit nachgeht. Haben Sie schon mal von einem Bananenschnüffler gehört? Falls ja, dann brauchen Sie jetzt ja nicht zu gucken. Aber ich gehe davon aus, dass ein Großteil von Ihnen noch nie den Begriff Bananenschnüffler gehört hat. Ist nichts Anrüchiges, sondern ist ein ganz normaler Beruf im Hafen in Bremerhaven. Und den stellen wir Ihnen jetzt vor.
Auf den ersten Blick scheint es, als wäre am Stückgutterminal Kolumbuskaje im Bremerhaven nicht sehr viel los. Der Eindruck mag täuschen, aber tatsächlich ist immer viel los. Und genau hier, in den großen Hallen und endlosen Fluren, suchen wir nach einem bestimmten Mann. Aber wo steckt er nur? Hier vielleicht? Oder dort? Ah, da ist er ja. Aber Moment, was macht er denn da eigentlich? Wer ist denn dieser Mann überhaupt? Und warum steckt er seine Nase in diese Kartons? Ich bin Axel Krüger, ich arbeite für die Firma Chiquita und bin hier in Bremerhavener Hafen im Bananenschuppen für die Qualitätssicherung zuständig. Wir holen uns Paletten aus den Lagerräumen hier rein. In der Regel werden 10 Kartons von jeder Palette untersucht. Das heißt, wir packen die einzeln aus, jede einzelne Bananenhand wird auf den Tisch gelegt, von allen Seiten begutachtet, ob wir Schalenfehler haben, ob Verrottungen vorliegen, ob die Ware richtig gelabelt ist. Und wenn alles in Ordnung ist, dann kriegt die Banane von uns einen guten Score. A bedeutet fehlerfrei, B bedeutet mit geringen Mängeln und C bedeutet, dass dann gravierender Mangel vorliegt. Und ab einem bestimmten Prozentsatz von Cs wird die Ware dann von uns abgelehnt und wird dann wieder zu den Produzenten in die Tropen zurückgeschickt. Siehst du eine Banane? Na, 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 die Rücktanne. Eine ganze Menge gilt es also bei der Qualitätssicherung zu beachten. Etwas ungewöhnlich ist es aber schon, an den Kisten zu schnüffeln. Was hat es also damit auf sich? Irgendwoher muss der Spitzname Bananenschnüffler ja kommen. Auch hier weiß Herr Krüger die Antwort. Wenn die Bananen anfangen von selbst zu reifen, diese wilde Reifung, dann geht das Aroma, was normalerweise in der Frucht bleibt, bei einer normalen kontrollierten Reifung, geht in die Luft. Also eine gesunde Banane riecht für uns eigentlich gar nicht. Da riechen wir eher die Kartons als die Früchte. Und alles, was anders riecht, muss untersucht werden. Das heißt, wir schauen uns die Paletten dann an. Manchmal sieht man dann von außen schon durch die Luftlöcher gelbe Finger. Dann wissen wir, dass da was aussortiert werden muss. Manchmal sieht man es auch kaum und dann schnüffeln wir schon mal an den Paletten, um einfach mal festzustellen, ist da irgendwo was drin. Dieser Duft verteilt sich innerhalb der Palette in den Kartons und da ist das dann sehr deutlich festzustellen. Und wenn man da morgens reinkommt als Erster und den ersten Zug Luft schnappt und man merkt sofort, da ist irgendwo so ein bisschen Fruchtgeruch dabei, dann muss man sich gegebenenfalls mal so an den ganzen Reihenpaletten durchschnüffeln, bis man dann die findet, die dann gegebenenfalls nicht so riecht, wie sie riechen soll. Es kommt aber natürlich nicht nur auf die Nase an. Monatlich können es bis zu 1 Million Kartons voller Bananen werden, die hier durch die Kontrolle gehen. Da kann der ein oder andere Mangel natürlich vorkommen. In diesem Fall kann nur noch das Bananenhospital helfen. Bei den bis zu 1 Million Kartons Bananen, die wir hier so im Monat durchschleusen, kommt es natürlich immer mal vor, dass irgendwo was kaputt ist. Entweder Karton aufgerissen, geknickt, Paletten gebrochen oder im schlimmsten Fall natürlich auch gelbe Bananen. Und die müssen aussortiert werden. Dafür haben wir hier die Hospital Area, unser Bananenkrankenhaus. Und hier wird dann von den Mitarbeitern die Palette untersucht, gegebenenfalls werden die Kartons, die nicht in Ordnung sind, werden ausgetauscht und durch gute ersetzt. Und dann können wir die Bananen entweder wieder in Verkehr bringen oder wir müssen sie dann endgültig rejecten. Das heißt, dann sind sie halt abgelehnt und gehen zurück in die Tropen. Gelb ist hier ja offensichtlich die dominierende Farbe. Das hört sich an, als wäre die Arbeit recht einseitig, als ob der Wunsch nach einem Farbwechsel da wäre. Dem ist aber nicht so, denn kein Arbeitstag gleicht dem anderen. Es ist nie langweilig. Wir haben es ja mit einem Naturprodukt zu tun. Jede Woche kommt ein neues Schiff, jede Woche ein neues Spiel, neues Glück. Ich habe das auch schon mal mit einer Wundertüte verglichen, die wir also einmal in der Woche aufmachen und dann schauen wir halt, was wir bekommen. Im Prinzip sind es natürlich immer Bananen, aber es passiert immer irgendwas anderes. Kleine Katastrophen, wo man zum Beispiel ein Schiff hat, das angelegt hat und dann ist ein ganzes gelbes Deck drauf. Ne? Das ist dann natürlich schon sehr ärgerlich, weil man das natürlich dann auch alles löschen muss, um an die gute Ware zu kommen, die dann ein Deck tiefer liegt. Jede Woche ist unterschiedlich. Also in den 12 Jahren, wo ich das jetzt mache, gab es noch keine 2 Wochen, die gleich waren. Ja, so ein Bananenschnüffler hat schon einiges um die Ohren. Da nimmt man doch sicher einiges mit. Zum Beispiel in den Supermarkt, wo die von Natur aus praktisch verpackten Früchte feilgeboten werden. Geht man da dann einfach dran vorbei
Oder kommt auch hier wieder die berühmte Nase zum Einsatz? Man guckt mit Sicherheit hin, ja. Wie sieht die Ware aus? Ist sie von uns? Ist sie von einem Mitbewerber? Ne? Ist klar. Macht natürlich jeder, dass er auch in seiner Freizeit irgendwo, wenn er sein Produkt halt sieht, so, ne? Dass er da natürlich hinguckt. Also ich nenne die Bananen immer meine grünen Schätzchen. Ne? Das sind meine Babys. Tja, interessantes Berufsbild. Ein Bananenschnüffler im Hafen von Bremerhaven haben wir den Mann entdeckt. Und manchmal muss man gar nicht nach Bremerhaven fahren. Wir sind natürlich auch hier im Sendegebiet unterwegs. Bremerhaven ist unser Sendegebiet, aber natürlich auch hier in Nordenham oder in Butjadingen sind wir auf Tour und sind wir auf der Suche nach spannenden Menschen. Und eine Menschin aus der Region, die haben wir hier auch gefunden, nämlich eine junge Frau, die als Autorin sich mittlerweile schon einen Namen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie im weiten Feld der Fantasy-Literatur zu Hause sind. Wenn Sie auf jeden Fall ein Faible dafür haben, dann werden Sie den Namen der jungen Autorin vielleicht schon kennen. Falls Sie aber mit Fantasy vielleicht nicht so viel am Hut haben, aber sich gerne neugierig machen lassen wollen, dann sollten Sie jetzt auch zuhören. Denn wir stellen Ihnen genau eine Autorin vor, die sich in diesem spannenden Genre bewegt und schon durchaus einige Erfolge vorzuweisen hat. Ich heiße Julia Adrian, bin 24 Jahre alt, bin 1991 in Bonn geboren und lebe seit meinem 6. Lebensjahr hier oben in Butjadingen an der Nordseeküste. Meinen Ehemann lernte ich damals kennen, das war 2009 und im selben Jahr wurde ich quasi noch schwanger, ging damals noch zur Schule und hatte das Glück, dass mein Großer dann aber genau in den Sommerferien passend zur Welt kam, sodass ich nach den Sommerferien noch weiter zur Schule gehen konnte und mit Baby dann die 13. Klasse das Abitur vollendete. Ich glaube, ohne Kind wäre ich auch nicht so ehrgeizig gewesen, das alles so gut durchzuziehen. Das hat dann noch ganz gut geklappt. Danach wollte ich dann noch studieren. Das war aber eindeutig zu viel und ich hätte den Kleinen ganz viel abgeben müssen und das wollte ich nicht. Also habe ich mich dazu entschieden, erstmal Hausfrau und Mutter zu sein. Seit Mai 2015 bin ich jetzt verheiratet und mit meinem Mann natürlich und habe 2 Kinder mit ihm. Einen großen, der ist 5, und eine kleine, die ist jetzt gerade 2 geworden und geht seit neuestem in den Kindergarten. Und im Februar erwarten wir nochmal Nachwuchs. Es wird dann Kind Nummer 3. Also meine größte Leidenschaft, das sind Bücher, die liebe ich schon seit Kindesbeinen an. Das habe ich von meiner Mama mitgekriegt, die hat zu Hause eine Riesenbibliothek und da durfte ich dann immer drin schmökern und habe das auch ganz viel getan. Und diese Leidenschaft habe ich auch meinem Sohn mitgegeben und wir lesen jetzt jeden Abend Bücher, vor allem dann Märchen. Und durch diese Märchengeschichten kam ich dann auch zum Schreiben. Schreiben mochte ich auch, aber durch diese Märchengeschichten habe ich eben ganz viel dann geschrieben und dadurch entstand auch mein Buch. Mein Buch heißt Die 13. Fee und handelt von 13 Feenschwestern, die eine Märchenwelt beherrschen. Und jede der Schwestern ist an ein Märchen angelehnt und aus dem so ein bisschen geklaut, aber eben ganz anders. Da gibt es dann die Kinderfresserin, die aber gar nicht die Hexe bei Hänsel und Gretel ist, sondern eigentlich Gretel, die eben durch ein Unhappy End zu dem wurde, was sie dann in diesem Buch ist. Und so findet sich in diesem Märchen ganz, ganz viel, das zusammengepuzzelt wurde und daraus ist diese Geschichte entstanden. Ich schreibe immer ohne Plan, das heißt, ich schreibe einfach drauf los und die ganze Geschichte wächst beim Schreiben. Und so entwickelt sich das auch. Und im Januar stand dann die erste Rohfassung, also ich habe knapp 3 Monate ungefähr gebraucht. Da bekam ich ein erstes Verlagsangebot, das war dann aber noch nicht ganz passend, sodass ich das ausschlug und habe mich nach weiteren Verlagen umgeguckt. Ja, jetzt hatte ich das Glück, dass dann auf mich ein kleiner Verlag auch nochmal wieder aufmerksam wurde und mich angeschrieben hat. Und die Verlegerin erschien mir so toll und mit so viel Herzblut an der Sache, dass ich jetzt tatsächlich zu einem kleinen Verlag wechsle. Und der heißt Drachenmond Verlag und ist wirklich ganz toll. Und ich freue mich sehr darauf, dass nicht nur Fee 1 da neu erscheinen wird, sondern auch der 2. Band der Fee, der jetzt am 18. Oktober live auf der Buchmesse veröffentlicht wird. Der wird auch da erscheinen und dann in Zukunft auch Band 3, der hoffentlich nächstes Frühjahr kommt. Jede gute Geschichte braucht Helden. Keine perfekten Helden. Nein, sie dürfen Fehler machen. Sie dürfen von ihrem Weg abkommen, aber am Ende treffen sie die richtigen Entscheidungen. Sie sind gut. Sie sind, wie wir sein wollen. Ich bin keine Heldin. Ich bin die Anti-Heldin. Und mag ich mich noch so sehr bemühen, ich werde niemals die Gute sein. Ich kann nicht gewinnen, weder im Märchen noch im wahren Leben. Ich bin dazu verdammt, den Weg zu gehen, der mir bevorsteht. Er bringt mich ans Ziel. Es steht alles geschrieben. Ich bin die Böse.
Ich sehe es in den Blicken der 7 Männer. Obwohl sie bemüht sind, mir Wohlwollen entgegenzubringen, wundern sie sich über meine Heilung, meine Rettung vor dem sicheren Tod. Auch wenn ich wollte, ich kann ihnen keine Antwort geben. Ich verstehe es selbst nicht. Während ich unauffällig den Hexenjäger betrachte, wie er entspannt zwischen seinen Freunden sitzt, bemerke ich, dass auch er mich im Auge behält. Er traut mir nicht und ich frage mich, welche Rolle er spielt. Ist er ein Held oder ist er wie ich? Also ich bin jetzt sehr glücklich mit dem, was ich tue und habe dann tierischen Spaß dran und habe in meinem Kopf unendlich viele Geschichten, die auch noch alle aufgeschrieben werden wollen. Und ich weiß gar nicht, wann ich mir dafür noch die Zeit nehmen soll, das alles aufzuschreiben. Und deswegen hoffe ich, dass das in Zukunft genauso weitergeht wie jetzt und dass das wirklich meine berufliche und also meine Zukunft sein kann. Das möchte ich machen, das macht mich glücklich. Julia Adrian haben wir da kennengelernt. Aus der Wesermarsch kommt sie und hat schon einige Fantasy-Romane jetzt veröffentlicht, hat also eine große Fanbase auch schon sich erschrieben und vielleicht zählen Sie ja demnächst auch dazu, wenn Sie sich ein Buch von unserer Autorin ins Regal stellen oder nicht nur ins Regal stellen. Sie sollten es natürlich dann auch lesen. Vielleicht haben wir ja ein bisschen neugierig gemacht. Wenn Sie auch etwas Neugieriges zu berichten haben, wenn Sie uns etwas zu erzählen haben, wenn Sie zu Autoren zählen, wenn Sie eine künstlerische Begabung haben, die Sie unbedingt mal mitteilen möchten oder zeigen möchten, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Bürgersender und vielleicht stehen wir dann schon bald mit einem Kamerateam vor Ihrer Tür. Das war's für heute schon wieder mit der Ausgabe vom Blick ins Sendegebiet. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch diese CD ans Herz legen. Wir haben noch ein paar Restexemplare, deshalb biete ich die immer noch mal wieder gerne an. Über Land und Lü, Geschichten aus der Wesermarsch, von Menschen aus der Wesermarsch erzählt, von Menschen wie Sie und ich, wobei ich nicht in plattdeutscher Sprache schreiben würde. Lesen und hören tue ich es gerne, aber schreiben und wirklich erzählen die Geschichten, das können unsere plattdeutschen Autoren wesentlich besser. Und viele namhafte, bekannte Autorinnen und Autoren sind auf dieser CD zu finden. Wenn Sie ein kleines Mitbringsel vielleicht mal brauchen oder ein kleines Geschenk brauchen, dann wissen Sie, an wen Sie sich ganz vertrauensvoll wenden können, an Ihren Bürgersender aus Nordenham. Und wir hören uns und sehen uns, wenn Sie mögen, in der nächsten Woche zur gleichen Zeit wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.